Wenn wir alle worden und so wieder, dann checken wir die drei und sein Wort, wie alles verspielt haben. So. Vandaag zit je met Klaas Rampel uit Bolivien. Ik heb hem daar eenmaal kennengelernt, ook maar eenmaal. Aber hij is nu hier auf Durchreise en du hebt met hem hier gerepen. Dankeschön Klaas, dat u met mij een interview maakt. En welkom hier. Dankeschön Reinhard. Ja, het is een goed die eenmaal kennengelernt hebben in Bolivia. En interessant dat we in Paraguay kwamen, waar we eenmaal best we Pofferend absägen, wenn wir hier wären. Und da haben uns das Sinn geplant, dass wir einen Fenner ganzen Tag haben. Ja, schön. Klaas, ich weiß gar nicht sehr viel von dir. Kannst du ein bisschen vertellen, von wo du herkommst eigentlich? Oder bist du in Bolivien geboren? Wo hast du deine Kindheit verbracht? Brauchst du Hilfe, wenn du verreisen willst? Nach Kanada, nach Brasilien, nach Strand, nach Mexiko oder Deutschland? Dan komt een Man Travel. Die helpt begint ook met papieren, met verzekering. Die reden ook je spraak. Man Travel heeft een zeer goede service. Ja, ik ben geboren in Belize, dat land Belize. En ik ben correct 11 jaar als mijn ouders dan naar Bolivia trokken. We waren in 1974. Waarom trokken die was? Dat we daar al met de wirtschaftliche woning, met Akari zo wat. En later werd ik aan dat een part ook wenig kwijt was getrokken werden. Die werden daar niet sehr goed klaargekomen. Hadden die gekeken dat ze met wat anders vangen. Also je waren Alkenia? We waren daar in manke Alkenia en trokken hier aber ook waren manke Alkenia hier in Bolivia. Aber dat we dan, naja, weer een andere verhältnis, ja. En du hast in Bolivia ook nog de school gegaan? Ik heb in Bolivia nog een paar jaar naar de school gegaan. Ik heb mijn ganze schooltijd 2 schoolleiders gehad. Ah ja. Belize 1 en in Bolivia 1. En wo deed het dan in de jugendtijd? Man hoort zoveel van Bolivien immer, dat die am zondag en zondag oder ihre dag hebben, naja, die ihre Welle hebben. Wo wie dat bij die? Ja, de jugendtijd zum Teil met gemerkt, so das normale Jugendleben da wir. En, aber ich hatte lange nicht gewählt. Das ich wohl, meine Eltern, die waren zu streng ab dort. Weil wir am Sonntag von der Kirche tüß waren, Tim nur die Kirche vorne mögen, die ans Meier mal aufmerksam. Wir sollen ab den Tags achten, was der Prediger reden deit. Der hat immer Tags angegeben. Wenn wir dann tüß waren, dann wie Futz Merach nur dem, also eigentlich Futz. Dann habe ich aber nicht die Freiheit wach zu gehen abgegossen ab. Da meinte ich mal Bibel lesen, den Tagssatz nur lesen, den ganzen Kapitel. Und nicht für Klock 1, glaube ich wieder. Ich meine, wir hatten keine Freiheit, so Futz nur Merach abgegossen abzugehen. Und das Ganze, wenn ich daran denke, das hat uns doch irgendwo geprägt, dass wir doch die Wahrheit sehen sollen. Und das Bibellesen hat was gebracht, mir immer nur denken. Das tätst du dann? Ja, ich tue das dann nicht immer ganz so viel aus einer soll, das wäre ein bisschen langweilig. Aber es hat trotzdem doch, einem das auch ab irgendwie nicht mögt, nicht mögt, die Schrift. Und das mir ein Verständnis, der verkriegt diesen Begriff, dass es eine Beziehung gibt zwischen Gott und Menschen, eine persönliche Beziehung. Und da fange ich an zu sehen. Aber das ist interessant, dass deine Eltern, die hat das eigentlich bemusst, dass du das Bibel lesen. Wo bist du dann auch wirklich zum Glauben gekommen, oder wo hast du die bekehrt? Das wir eine Zeit, die ich sag nur ein anderes Leben, wenn ich wusste, dass wir nicht reich. Und ich sag nur diesen Frieden, diese Beziehung persönlich mit Gott. Dann kam das Zeit, das dann normal war, dass es bei Gemeinde ging und so wieder. Und ich wollte das auch mitmerken. Dann merken meine Eltern mich darauf aufmerksam. Wenn du hier bei Gemeinde warst, dann versprach sie dir diese Gemeinde, unter denen ich zu merken, dass bei dir blieben. Und dass das eigentlich nicht dort wie was die Bibel lehren deed.
Und sie wären aber selbst dabei. Sie wären selbst dabei, ja. Das ist aber interessant. Ja, aber sie hat noch mal über neu gedacht, auch wohl, Okay. ja. Und dann möchte ich mit das wieder, dass ich noch das sehen deed. Ich sage in der Schrift auch zum Katechismuslehr, was wir da dann so absagen mussten, zu der Taufe, was da ankam. Und meine Eltern wären zu meiner Großmama ihr Begräbnis davor. Und die wären vielleicht nicht vielleicht für eine Werk nicht tüß. Dann wird ein Sonntag, ich ging dann nicht spazieren, wenn es auch mal nicht so schön. Dann sage ich in der Katechismus, ich lehren und ich überlege, was kommt man down. Und ich will, was hofft. Ich will, dass die Beziehung, was ich verstehe, was das gibt, die will ich. Dann kam meine neue Freund, wo ich am meisten immer aus der Jugend habe, kam den Nummer auf dem Hof und boden mich an mit einem Noberdarb zu formen. Da wir in Lied aus Mexiko gekommen, die hatten mehr Miales, wir waren einfach mit Miales spazieren. Die hatten das Musikinstrument mit, mein Tape-Player, der Tiet. Und die hatten Kalabaja mit. Das wäre dort, was wir aus der Jugend eigentlich genießen würden. Wie wirst dann wohl alt ungefähr? Dann wäre ich mit sein, da wären 3 Tage, 20 Jahre sehe ich dann, Okay. so, 20 Jahre, ja. Und dann überlege ich, das sagt Gottlich, ich habe mit etwas getan, dann überlege ich, no, das wird nicht das, was ich habe mich entschieden zu tun. Dann überlege ich wieder, wo das mich bringt, dann sehe ich mir, no, wenn ich nu mit das anfange, ich habe meine Eltern von Jant geredet und so wieder, wenn ich das nu noch tue, mir wird kein mehr wer was bleiben, und ich selbst war nicht klar im Leben damit, dann sehe ich, nee. Dann fuhren die vom Hof. Dann ging ich näher, und dann bete ich, dann kriege ich den Herrn an in mein Hort. Das war für mich eine wunderbare Erfahrung. Ich wusste nicht viel mit anzufangen und wie auch nicht mal, dass man das nu irgendwem sieht, ich habe mich bekehrt oder so, dass wir durch viel an das Verständnis. Und so wieder, aber ich kriegte eine Freude, weil ich gleich aussprechen kann. Und so wieder. Dann ging das Leben wieder, das geht noch einmal vielleicht, oh ja, ich ging dann mit der Routine mit, da bin ich mein Kunden, da direkt wegen. Aber mit dem Vernehmen, dass ich nicht bewusst dass ich wieder sicher geblieben war bei der Gemeinde. Ging dann da so mit. Dann verging die Zeit, die nach ungefähr 1,5 Jahren, was wir uns dann befrieden. Fangst du dann ein Mädchen von den Mexikanern da oder nicht? Ah nee, no, der hat mich einmal. Ich hatte dann noch ein Mädchen diese Zeit. Ah, du ja, hast wie dann noch. spazieren, ja. Okay. Aber die nach einmal 1,5 Jahren von ungefähr, was wir uns Ja. befrieden. Dann aber irgendwann wird das im Leben angekommen, dass ich nicht wieder standhaft geblieben bin. Ich bin in das Leben angefallen. Ein von das besonders, was ich aufmerksam gemerkt habe, ist das mit der Trinkerei. Und das dort, wo wir dann antragen, als wir junge Leute waren, ein paar Freunde, die wir gleich mal mit der Taub ab ein Darb, da wir ein Handel, da haben vorne ein bisschen Bier trinken. Und das Beste, das einmal Meier, die Trinker sagen, ja, das ist ein Bestie. Aber der Mut, der ist sehr ansicher. Dann komme ich in Haus und dort wird dann uns Ovens. Und meine Frau hat auch besorgt. Ich glaube, vielleicht hat Kinder zu Bad gebracht, aber ne, vielleicht dort, weil ich bin ausgeladen, aber dann hat mir das sehr leid, was da geworden wäre. Und ich hatte gelesen, als Salomo mal Gelegenheit krieg, von Gott zu beten, was er ihm geben soll. Dann da ich durch an meinem Zustand, dann prachtet ich Gott. Was sie mir euch Sohn hat geben, als sie den Salomo gibst. Und dann ab eins Lothar, als wir dann Tag wieder war, und Lothar ab eins dann warte ich an, ich hatte kein Verlangen mehr nur das starke Getränk. Und ich kann mich nicht erinnern, wo ich den letzten genommen habe. Mir das war ich. Und das wird für mich wertvoll im Leben. Das Gott mir da durchgeholfen hat. Er hat mein Verlangen, wenn ich auch annächern wir, hat er trotzdem mein Verlangen
erhielt, beantwortet. Die trokken dan was. Wat weer bij de andere knieën, dat weer dat ook uit knieën? Nou, wo wir dann handtragen, das nächste wir nach Colonia Chihuahua. Da wir dann an der Kirche, die eine kleine Gemeinde ans der Mat halten. Die hatten, dass wir so das Predigtmann ab der Bekehrung, ab das neue Leben und so weiter. Dann sind wir durch angetragen und haben seitdem von 91 da mit wohnen wir da. Goed, en wo wir dat dan, die wir dat Alkohol op eenmaal ganz was, wo wir dat met die Früh? Als je vielleicht verder kan vragen, ging je dan met dat u ook dat u Bibel lezen deed en meer wist weten en zo? Du hast ja keinmal gehen gewusst, dass ich nicht so Bibel lesen, aber mit dem Alkohol wird nicht mehr, das gefällt nicht, dass wir ein bisschen so, ja, wir nicht sehr gut, dass wir das haben. Aber zij is dan ook bij de andere knie ook aan de nieuwe gemeente gegangen? Ja, wir tragen mit. Wir haben das 2 Monate wie vorhin in den Städten. Kriegen Großeier wie nach Chihuahua deiden. Dann wir sind nicht sehr wählig. Also sage ich mir, warum, weil wir hier wegtragen, warum ist das hier nicht gut? Na, da wären some Dinge, was mir nicht sehr gefallen. Und ich sage, wir bloß mal für ein Tickchen. Wir wollen da sowieso für ein Gerätschaft holen, anpacken, dann nach Bolivien schicken. Wir sind dort meine Eltern mögen, mit meinem Vater. Und ich wieder mal gewusst, ich sage, wir mal für ein Stoßtier. Und als wir dann, wie wieder 9 Monate in der Stadt, als wir dann zurückkommen, dann sage ich, was wollen wir hier? In Bolivien? In Bolivien. Da sage ich, dort sind die Menschen friedlich. Hier, das hätte sich schlecht, die pflegen, die reden mit Pflegewesen so wieder. Das wird aufmerksam, das sterben die nicht. Und dann tragt ihr bei Fuß an dem Dorf Chihuahua? Dann tragen wir nur die Kolonie Chihuahua, ja. Gut, da hast du dann auch eine Gemeinde mitgemacht und ich weiß, dass du da am Komitee von dem was sagt man dann, Zentrum GID Pass bist. GID Pass, ja. GID Pass. Hast du von Anfang an da mitgearbeitet? Eigentlich ja. Ja, wir haben ab Chihuahua wieder handtragen, von Fuß an habe ich da mitgearbeitet. Das gibt dann in der Gemeinde, dass sie da wählen für einen Helper, dem Lehrdienst mithalten, der mit dem Prediger, der wir bloß Missionsprediger. Mit Wurtdeinen so wieder. Da wird mir am 6 Monate von ungefähr 4 Stunden wird mir dann angewählt. Heute eine Gelegenheit ein bisschen was zu üben. Und dann, ja, da wir an 91 wieder handtragen. Dann mit dem GID Pass, mit dem Zentro da mitgehalten, das hat von ungefähr 2005 angefangen. Eigentlich, ich will das nicht angeben, aber wir das eigentlich meine Initiative, dass wir damit anfangen. Mir wird das sehr verwirrt, dass wir von losgekommen. Wir hatten einen Nober im Dorf, der wir sehr feine Personen waren, wir ein Arbeitsamer, aber das wir ein Alkoholik. Wenn ich sich über Arbeit hat, dann will ich sich ein bisschen in Bayern nehmen, sich ein bisschen utreiben, bitte relaxen können. Und dann geht er nicht ab für 2 Wochen, zum Beispiel für eine ganze Woche. Und wir werden gute Freunde. Nach eins dann checkt er mal seine Frühnummern, da sagt man, ich mal mit einem Doktor fahren. Er wollte losfahren. Nächstes Mal checkt er einen von seinen Kindern. So muss man mit mir vorhin reden. Da haben wir so leid getan an der Familie. Und dass wir in Bolivien mehr hatten, dann sagt er mir, wir haben ja so viele Menschen in Bolivien, ja, wir hier gut was anrichten. Wir haben diese Menschen, die wollen irgendwem helfen. Wir haben die Menschen, die wollen jeden Help annehmen. Ich habe gleich mal eine Stadt bauen, wo wir dort Taub bringen können. Ja, nicht weit muss ich mit der Hand fahren, wenn sie Help brauchen. Und das andere haben die Gelegenheit, durch mitzuhelfen, wenn sie wollen. Dann haben wir das getan. Und was wir anfangen mit diesen Meetings, die Gespräche, sie sind Taub zusammen, like wir irgendwo im Jahr 2005 durch irgendwo. Was wir dort dann offiziell aufmerken können, wir dann über den Jahr 2013, im Januar, wir auch wieder auf.
Da wir an Sonntag, der 13. Januar war, und wir hatten 14 nächsten Tag ein Patient. Ah ja. Ja, dann ging es wieder. Können wir schaffen. Dat deed je dan ook als mehrere Gemeindes taub. Ja, wir haben Gerdepass eigentlich so angerichtet, als Rand nicht unter eine Gemeinde, auch nicht unter eine Kolonie. Dort als eine Institution wird für sich ab eine Personeria Jurídica Rand, dort alle Gemeinden Toutrecht kann haben. Irgendwer wird dann das Anliegen haben, wird qualifizieren oder so. Ja, wird meistens mit einem Kick, wer das Verantwortung abnehmen will und mitarbeiten, dass der dort kann, auch finanziell unterstützen, wir sind da nicht begrenzt. Das ist nicht eine Kolonie allein, ja, oder eine Kirche. Ja. Ich glaube, das ist hier in Paraguay zumindest ist das auch bekannt, dass die da so was haben und all sehr viele Menschen da Hilfe gekriegt haben. Ja, an der Zeit als meist Levitein, was willst du an den Menschen noch sagen, an den Totschitjas, was willst du denen mitgeben wollen? Einmal will ich Dankeschön sagen für den Paraguayers. Wir haben schon Visitas gehabt von Paraguay im Zentrum. Wir haben das sehr gut gearbeitet. Und für uns Leben, die Wahrheit segen im Leben, das ist wichtig. Gottes Wort, nämlich die Wahrheit. In Prediger im 12. Kapitel sagt uns das dort in der Jugendzeit, dem Herrn segen, denk an den Schöpfer. Wenn sie wollen, dass sie da kommen, dass wir uns nicht interessieren, und das kommt meistens, wenn wir alle wollen und so weiter, dann checken wir die 3 und sein Wort, wie alles verspielt haben. So, wenn wir das in den jungen Jahren können, abchecken, nur das, nur die Wahrheit, und dort leben, dann haben wir eine gute Zukunft. Dankeschön, Klaas. Ja, wenn es genug ist da, und Dankeschön für die Zeit. Der ist einmal da und da werden versucht wir auch das Programm zu machen, um einfach Menschen Mut zu machen. Ja. Dat die Not uitnutzen können. Ich danke Ihnen auch für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.